Herzlich willkommen für eine neue Sendung von ADR Tele, wo sich das ja alles den Nationalkongress zu Dummelding dreht. Der Parteipräsident Fred Kuyp als Spitzenkandidat für die Parlamentswahlen bei seiner offiziellen Nominierung waren nicht ganz bewegend Momente. Mit nimmen 42 Jahren als der Familienpap der jüngste Spitzenkandidat von allen Parteien heute zu Lützeburg. Da der als nicht Partei von den älteren Leuten, so wie der DAX behauptet, engagiert sind immer mehr junge Frauen und Männer, die etwas bewegen wollen, weil sie immer mehr unzufrieden mit der Politik von der Gambia-Regierung sind. Der Fred Kuyp ist also der Kapitän von der ganzen Equipe. Ein grosses Merci an euch, dass der Tele immer mehr geguckt wird, mit pro Sendung, allein auf Facebook bis zu 50.000 Aufrufe. Es gibt auch viel Lob für die Emission, die auch auf Per TV und Doc immens gut ankommt. Wir weisen euch ein kleines Best-of, den Kongress gewiesen wird. Das ist der couragiertste von allen Spitzenkandidaten. Das soll nicht ohne einen Blick zu zicken, weil das hier den 2015 bei der Kampagne führender Dir von der Centre Culturel Stohe gelost gouf, weil als demokratische Regierung, die für Deutschland Wahlrecht als den Debat immer bannen wollt, in der Pause führender Dir auf viele Plätze stehen, Trakten auszudelen, weil er nicht ragelos gouf. Hört nie abgehen. Hört nie abgehen. Hört als gewissen, werdet als Courage zu haben, durchzuhalten, auf seine Ideen anzustehen. Seit 3 Jahren ist an der Chambre, wo ein respektierten Mann als ein eloquenter, bei mir schon Moin erlebt hat, für einen ausgezeichneten Redner hier ist. Und das ist mir ein Fried. Das ist wirklich ein ganz großer Fried, wie ich heute Morgen am Namen vom ganzen Nationalkomitee zu sagen, dass wir als einstimmig geeinigt haben, für die zu sein, die Manfred Kuyp an das Wähle gehen. Fried, ich gratuliere dir herzlich. Komm auf. Merci auch für den großen Applaus und vielmals merci dem Fernand Kartheiser für die immense Wider, die du gefunden hast. Über Diana und über mich. Und merci auch an unser ganzes Nationalkomitee und all den Membern, die das Vertrauen an mich ausgedrückt haben. Merci euch alle gut. Wie ich mich für 5 Jahre für die entschieden habe, damit wir mit den Fällen gegangen sind, dann hätte ich mir das Teil nicht unbedingt können erwerben, und ich habe mir das doch nicht erwartet. Für mich war damals klar, zwar, wie Fernand doch schon gesagt hat, wen sieht, dem muss auch B sagen. Und es sind wir dann Fälle gegangen, und schon in den ganzen Weg und ich mal durchgezogen, und es sind natürlich auch bereit, für die nötige Verantwortung zu holen. Und jetzt zählt es nach ein Kehr, wenn ich Lohai so, da werde ich auch B sagen. Und ich verspreche nicht, dass ich so wie der mich kennt, die Linie wird zu 100% durchziehen, und das am Sinn von einer fantastischen Partei, am Sinn von unserer Legur und am Sinn von unserem Land, und dass ich alles wird gehen bis zum Schluss. Ich werde als Partei an die Chamberwahl feiern, das ist meine Aufgabe, so wie Kapitän am Fußball. Aber allein geht es nicht durch, für ein Match zu gewinnen. Die Freunde brauchen ein Team, eine Equipe, das sind Matchspieler. Und ich will dafür als allererst als besten Spieler, dem Lionel Messi von der ADR, dem Fernand Kartheiser, die ganz große Merci so. Und ich freue mich wirklich, dass wir diesen Wahlkampf zusammen können gehen. Und ich will aber auch all unsere Membern an der Komitee und auch an der Partei und viele Freiwillige und Supporter, merci so. Und ich weiß, dass wir diesen Wahlkampf zusammen schaffen werden, und ich weiß, dass wir zusammenhalten werden. Und ich weiß genau, dass ich und dass wir an diesem Wahlkampf auf Erfolgsunterstützung Ziele werden können. Und ich weiß, dass wenn ich als Spitzenkandidat bin, so ist es für mich klar, dass die ganze Partei spitzt ist. Die Freunde, eine Partei, die immer mehr groß geht, immer mehr wichtig geht und immer mehr stark geht, das ist der DDR 2023. Überdem sollte sich der Fraktionspräsident nicht holen gelassen für eine sarkastische Analyse
von denen andere Spitzenkandidaten zu machen. Ich war nicht verwundert, wie Sie gesehen, dass Xavier Bettel soll Spitzenkandidat gehen, weil wollte doch Bürgermeister bleiben. Egal was geschieht. Das ist komme dort als versprach beim Referendum 10 Jahre gehen durch, 10 Jahre Ministermandat. Und ich meine, von 2015 bis 2025, das heißt, von Xavier Bettel soll Premier gehen, da rechnen wir aber fest damit, weil den ehrlichen Mann ist, den immer wirklich auch bekannt ist, für absolut korrekt an allem, was sie möchten. Tom hat schon ein bisschen erzählt davon, seine Demission ist für 2025 fest. Ich meine, das muss ich ganz klar sagen. Also wenn der Xavier wählt, die wählt für 2 Jahre. Bei den, naja, ich meine, tell den Leute schon beim Wort. Bei den Sozialisten, du als Paulette Lehnert, dann Spitzenkandidatin, Paulette ist eine ganz sympathische Frau, das ist nicht von sich aus so an Politik rangegangen wie viele andere Leute, aber da ist an Covid all der begleitet. Mit Pressekonferenzen zusammen mit Xavier werden auch verboten gehen, dass man nur, wenn wir allein mit dem Hund spazieren gehen, 1 Kilometer dürfen von daheim weggehen. Wer den Neues kann nur repressive Sachen von wen Leute mit 2G kann forcieren zu bezahlen, wie schaffen zu gehen. Wir sind dem Paulette dankbar. Wir sind dankbar für die wunderbare Repression, die wir während langer Zeit hatten am Covid, und wir vergessen das nicht. Och, muss noch so, Madame Lehnert, als lo seit 3 Jahren Gesundheitsminister an ausser der Pressekonferenz beim Covid, das eigentlich nicht viel zu gesehen. Was ist dann der Bilan von dieser Regierung? Was ist da geschieht? Wir haben an der Covid-Zeit ganz klar gesehen, dass wir Defizite an unserem Gesundheitssystem haben. Und es wäre zu erwarten gewesen, dass Donald direkt angefangen hat, mit reformieren, mit verbessern. Das nicht geschieht. Madame Lehnert hat aus sich kein Bilan, kein positiven Bilan. Vielleicht am Konsumentenschutz, weil sie wird dafür sorgen, dass man nicht mehr die besten Insekten auf den Teller kriegt. Bei der CSV, die noch ein Spitzenkandidat, sie sind weit sicher gegangen. Wir haben dadurch gestern gesehen, mit einer großen Begeisterung, Visionen, wie das Land entwickelt, gehen Mann für die Zukunft, als du gewählt gehen. An den Hütter selber freundlicherweise haben wir gestern das Kabinettslist von der CSV kriegt dem Luc Frieden sein Geheimkabinett, der wird heute als ersten Hai bekannt gehen. An den Ministern sind Astrid Lulling, Erna Henniko Schöpsches, an andere Kollegen von Luc Frieden, die mit an die nächste Regierung will holen, und anscheinend gibt Jean-Claude Juncker Staatssekretär am Sozialministerium. Wir freuen uns, wir können uns alle gut vorstellen, wie dat man dem Luc Friede seg Vergangenheit kennen, an nur zcher Kompetenze ke Mensch se, dat kein intelligenten oder ein inkompetente Mann as ganz sicher intelligent a kompetent. Wir sind Kompetenze gin op viele Plätze gebraucht, not an der privater Ökonomie. Am hun dat gesinn an den letzten Jahren dann froh ass van der CSV net sollt an die Regierung kommen, ja, wie lang bleibt der Luc? Da können man vielleicht Konkurs machen, an der Eis, all Wette gehen ugeholt 2 Wochen, 3 Wochen oder geht es bis im Mond, aber das können wir uns dann auch noch freuen. Die Grünen haben Sam Tanson als Spitzenkandidatin, das ist ein wirklich gering Fundamentalistin. Wir hatten ja lange Diskussionen über den geringen Realo Fundi, bei los immer bei Fundi. Kunst und Kultur sind bei hier am besten Herren gut ugestreckt. Über den Deontologiekodex wird man am Tanson nicht fertig spricht, dass wirklich Kunst und Kultur, die hier im Land gewiesen wird, stramm auf Lin sind. Das ist ja mal ganz gut, was Freiheit geht von den Leuten, von den Meinungen, vom Pluralismus. Und für allem, Madame Tanson als die Dame, die an ihrer Ideologie von Parent 1 à Parent 2 schwätzt, weil sie Mam und Pap nicht von denen unterscheiden. Aber wenn bei uns von Parent 1 à Parent 2 schwätzt, wenn du zählst Parent 1 à Parent 2, wenn du musst zählen, dann ist für uns der Spitzenkandidat 0. An als Regierung guckt sie an. Guckt sie genau an, sie fährt Stimme vom Volk, weit Fixfeier, sie fährt Wahlen des Jahr, sie der stärkste gewiss. Der Minister geht de Wappes, dem Paulette Lehnert geht de Wappes, dem Xavier Bettel geht de Wappes, dem Sam Tanson geht de Wappes, und auch dem Luc Friede geht de Wappes, sie fährten die Wahlen.
Wir von der ADR, wir freuen uns auf die Wahlen. Wir vertrauen den Leuten dabei. Wir geben uns wünschen, dass die Bürger hier im Land mir oft gefragt, mir oft wir dabei zu gehen, an das wir möglich, das nennt die Direktdemokratie, und zwar am Referendum. Das ist eine Frage von Demokratie, am Demokratie an unserem Numm stehen, am Demokratie an unserem Herz stehen. Das ist eine Frage von Verantwortung und von Vertrauen an das Volk. An mir vertrauen die Bürger, dass sie hier Verantwortung auch können holen. Und das ist auch eine Frage von Freiheit. Und wir wollen den Menschen die Freiheit geben, Macht zu bestimmen. Der Familienpap Fred Koip wurde auf den Punkt gebracht. Der als eine Volkspartei, die die Bürger hier im Land mitschwätzen will lassen. Und am Kader von der Gemengewahlen vom 11. Juni pocht die Reformpartei darüber, dass die Leute eben auch an ihre Gemengen endlich seriös geholt gehen und mit dezidieren können über den Weg vom lokalen Referendum. Oft genug ist es so, und das kennen wir als Gemengen, dass Schafferei und Burgemeesteren, sie machen gerne Sachen am stillen Kämmerlein. Also sie nicht gerne, wenn so viele Leute etwas wissen, weil wenn so viele Leute Bescheid wissen, was gemacht soll gehen, da sind sie oft dann haben sie Angst, dass die Leute sich dagegen wehren, dass sie beim eine Bürgerinitiativen stehen. Und das ist das, was sie verhindern wollen. Und dafür geht es relativ oft viel, dass sie probieren, Informationen über Sachen, die ausstehen, klein zu halten. Das ist an unseren Land inakzeptabel. Und wir stehen also eher an dieser Gemenge, weil es der Fall für Transparenz, für die Bürger zu informieren, mit anzubeziehen auf die Direktdemokratie durch das Referendum. Wenn ihr am Land etwa die nennt eine Bevölkerungsexplosion. Wir merken nicht überall, ich komme noch ein paar darauf zurück, an den Punkt ist den, dass an der Gemenge merken wir das ja auch. Und Gemenge sind halt ganz viele Gemenge, sie komplett überfordert mit dem Wachstum. Sie gehen vom Staat gedrückt, für immer mehr zu bauen, immer mehr groß, die Infrastrukturen kommen aber nicht nur. Und das du auch, wo ich muss umdenken, dass ihr mehr gezielt baut und dass ihr auch vielleicht Heinz mal als Gemenge seht, sind da wenig die machen, mit die meint auch gut, dass ihr vielleicht Heinz so seht, ja, Heinz du als Manner mehr. Weil Leute, von der Leute Fotobausen, die sind auch nicht immer begeistert von dem Wachstum, den wir hunderte Gemengen. Und geht auf Kosten von der Lebensqualität. Und das ist die letzten Jahre auch ganz viele Gemengen aus dem Equiliber geraten. Aber was wir gerne hätten, das ist, dass man also Gemenge pochen auf Lebensqualität und nicht alles zu betonieren. Das kann nicht Ziel sein und das ist auch nicht das, was da wollen. Ein Sujet, den auch ganz viel Wert mit beisehen, das ist natürlich Mobilität. Und es so nicht auch los schon. Wir machen an all den Gemengen, wo man mitgehen. Ich komme ja nur darauf zurück, für ein Gemengen, dass das Werte sind. Wir machen keine Politik. Wir machen keine Politik gegen ein Auto. Das ist ein bisschen so, ich merke laut Mode an letzter Zeit, dass sie probiert, Leute auszuspielen. Die Velosfahrer gegen den Autosfahrer, Mobilität gegen den öffentlichen Transport, ich weiß nicht, das geht bei uns nicht. Wir verteidigen Terrien von ihnen all, und auch vom Autosfahrer. Da goufet Nationalkongress Louf fir Altmembren, besonders auch für die 200 Frauen und Männer, die zu Dummelding mat vun der Party waren. An der ADR zu sein, heisst auch Courage zu haben. De Courage für als Meinung anzustehen und auf ein Lösch zu gehen. Trotz dem Gegewand von Familie oder auf der Arbeit, bei Freunden oder an den sozialen Medien. Dir hat Courage und dürfen sie dir auch haut Kongress. Mit dir nicht nur Courage, dir lebt auch an der realen Welt. Und nicht an einer von den seefenblosen Welten, die Gambia unter der Leitung von einem Copy-Paste-Premier erschaffen hat. Mit dir hat auch der Courage, für eine Demokratie zu kämpfen. Demokratie, die von Gambia auf von der CSV mit Face getrippelt. Sie schwätzen groß von mehr Demokratie, aber sie brechen hier das Wort und refusieren dem Wähler ein Referendum für die Neuverfassung. Sie haben lieber betreutes Denken von 100 rausgesichten Leuten an einem Klimarat und ignorieren 18.000 Bürger, die die Petition für ein Referendum unterschrieben haben. Nach ein Jahr. 18.000 Bürger gehen ignoriert, mit einem Bürgerrat von 100 Leuten geht als
mehr Demokratie gefeiert. Die Realitätsverzerrung ist kolossal und das müssen wir bekämpfen. Als Demokratie braucht der DDR. Läuft dann noch für der DDR Tele, euch selber und die Equipe, so und dafür dem Fred Koip, merci. Schon ugangs Februar huet der DDR d'Regierung opgefordert, fir alle guten Corona-Restriktionen opzuheben. Dat machen lo immer méi Länder an Europa, wenn's eben dem duse Verlauf vun der Omikron-Variant. Dawunner vun der Cité Lärmech zu Suessem sinn op de Barrikaden. Schon iwwer Jozengplan forderen se eng Verkeiersberogung an ihrer Cité. Die Reformpartei huet sech dem Problem vun de Rehkitzen ugeholt, die am héige Gras dacks ënner d Messer kommen. Orlo am Juli konnten nach puerklein Reh gerett ginn, eiert Méimaschinen an den Ersatz kom. Die krätzeg Aussoe vum Rode Minister hun dozo gefauerert, dat nees neii Parteimemberen beikom sinn. Ze Summe mat Awunner vum Zenser vum Weimeschaft gëtt fir den Erhalt vum Liwensraum vum geschützten Déier gekämpft, an dommer der géint de Schobal gréise wahnsinnsche Wëllosbréckproje. ADR Tele ke Blatt fir Mund kënnt beiich un, wann en 2 Joer alleng op Facebook eng 500.000 Views, a pro Sendung dacks iwwer 50.000 Mol opgeruf. Eise Septemberreportage iwwer d'Stadt Lützeburg, die nobausen en ëmmer Manner schenint Bild ofgëtt, mat zum Beispiel dem Mangtem und Hygiene am öffentlichen Raum, dem Unsicherheitsgefühl an der organiséierter Hecherei, huet den Tabu gebracht, an as lang op Facebook ageschloe wie eng Bomb, den ass 54.000 Mol vun ihrch gekuckt ginn, Europa Per TV an Dock gët Sendung vun tausende Leiit ganz viel geguckt. Am Gegensatz zu der DDR ass der CSV an de Gambia-Parteien d'Menung vun de Bierger egal, dëst as enger Demokratie awer net wierdech. Die größte Partei werden in ihrer Position festhalen, sie hat ein Referendum versprochen, sie sind nicht Versprechen gebracht und sie machen kein Referendum. Obwohl so viele Leute unterschrieben haben, obwohl 54% gesagt haben an der Umfrage, dass Politmonitor-Umfrage, nee, von dem 22% nie gesagt, und 54% gesagt, sie wählen ein Referendum. Sie haut hier als Privatperson für all die Leute zu unterstützen, die für Freiheit sind, für den Choix, ob sie sich impfen lassen oder ob sie sich nicht impfen lassen. Es scheint ja aber Fakt zu sein, dass es eben bei den Covid-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen gibt wie bei klassischen Impfstoffen. Wie war das denn so? Bon. Das ist ganz richtig, ja? Und das ist zum Teil ganz bedrohlich, weil die Impfung das ist eigentlich keine klassische Impfung. Das hat mit klassischer Impfung nichts zu tun, das ist eine Gentherapie. Der Covid-Tumor überstehen, zurück an Normalität und ohne Maus an Restaurant. An einer Demokratie muss immer Platz sein für andere Meinungen und für Protest. Wo ist dort Toleranz, wenn der immer so groß geschwärzt wird, dabei sind andere Heibannen. Das ist nicht normal. Ich habe mir nicht angefangen, den ersten Satz zu sagen. Der Premierminister, das fängt die falsche Rede aus. Das ist ein Mangel. Herr Karteiser, aber nicht klebt. Ja. Herr Präsident, das ist nur den Deputierten zu schwätzen, und nicht in der Regierung. Alles an Ihrem Diskurs, Herr Karteiser, alles, was er sagt, die ganze Zeit hier in der Chambre, als der Beweis, dass Partei rechtsextrem ist. Kann nicht sein. Herr Fayo, der Dir hai eng Partei wie der DDR als rechtsextremistisch ugreift, die nicht aus. Als Silo seit 2,5 Jahren Minister, es sind noch nie hai an der Chambre Topert genannt gehen. Für uns bedeutet das, als Beichten nicht mehr können an den Bach trinken gehen. Als Beichten können überhaupt nicht mehr an den Bach gehen, weil das verboten ist in einem Naturschutzgebiet. Und da haben wir noch natürliche Probleme. Die Regierung geht daher und das bleibt so, solange die Partei Regierungsverantwortung trägt. Wir sind solidarisch mit den Bauern, weil das nicht Agrargesetz bringt ganz viele Bauern und Laboranten. Erstens dürfen sie den Betrieb nicht mehr groß machen wie los, also sie müssen noch verkleinern. Ich bin ganz optimistisch für die nächsten Fälle, weil als Equipe, die da steht, mit all den Leuten rundherum, die möchten formidabel gut arbeiten. Und da sind wir gesagt, wenn der Gast abhält, da geht der darauf, nee, ich meine, es wäre vielleicht gut, dass ich mal Zeiten abgehalten, dass die Equipe auch 3 Jahre Zeit hat, für die Fälle für sich anzuschaffen. Energiepreise, Familienpolitik, Genderwahn, Kampf gegen Kriminalität.
eng Wuning fannen, den Index, de Gesundheitssystem, als eler Matbeger, Naturschutz, den Niveau an de Schulen, Integration, als Spruch Lützebäuerch, als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, als Matspruchrecht an Erdmatspruchrecht. Wir setzen als konsequent für die Ziele heran. Zum Gute für Lützeburg und zum Gute für uns alle Gute. Dann hast du Fakt, dass der ADR op de soziale Medien immer méi stark vertruden ass. Kommen wir lo zum offiziellen ADR soziale Medien-Rapport. An dat am Vergleich mit 4 letzte Jahren. Auf unserer ADR Facebook-Seite haben wir seit letztem Januar 2022 1227 Likes mehr beigeholt für im Jahr für drun. Wir sind hier also 94% gestiegen. Wir haben auch 119.300 mehr Abrufe am ganzen am Vergleich zum 4 letzte Jahr. Das ist ein Wachstum von 293%. Und als Reichweite belief sich auf 300.077 Leute. Da sind wir also 100% gestiegen am Vergleich beim 4 letzte Jahr. Wir sehen den Interesse für die ADR erwiesen. Die könnt euch also auf Facebook in der ADR, Alternativ Demokratische Reformpartei, finden, respektive als Jugendpartei zu finden, gibt ihr einfach auf Adrenalin de Jong ADR. Wir haben auch eine immens aktive Frauensektion, an der könnt ihr in der ADR-Frauen auf Facebook finden. Auch auf Instagram sind wir aktiv, und das in der ADR Lützeburg oder für die Jugendsektion in der Adrenalin LU. Seit letztem Jahr sind wir dann auch auf TikTok aktiv. Die Initiative auf dieser Plattform aktiv zu gehen, kennt von einem von den jüngsten Adrenalin-Membern, an das der Melvin Weiss. Im Ganzen haben wir hier über 1000 Follower rekrut an über 5500 Likes. Wir sagen nicht vielmals merci für das Engagement, aber vielmals merci, dass ihr uns auf den sozialen Medien unterstützt. Auch von dieser Platz aus felicitieren wir dem ADR-Spitzenkandidat Narmol für seine Designation. Als enger Kongressspruch wäre auf alle Fall ein kämpferischer Fred Koip, den an die Offensiv gegen die Gambia-Politik gegangen ist. Überzeug dich selber. Wir sind eine Nation gehen, mit immer mehr Verboten. Das ist in der Mode. Nicht nur von der geringen Verbotspartei, aber auch die anderen steuern sich am Wettbewerb noch mehr Verboten. Es sollte ein Auto da sein, 2035, komplette Wahnsinn. Da kommen Heizungen, der braucht just bis rüber an Deutschland, bei die Gring gucken zu gehen, das sind hier 4 Bilder an der Verbotspolitik. Und das ist das, was sie auch hier machen. Sie so nicht, weil da gehen sie ja nicht gewählt. Aber das ist ihr Plan. Den Auto 2035, da kommen Heizungen. Am Anfang ist es immer freundlich, mit Primen. Und dann, das ist immer dasselbe wie irgendwann, los, mir radikal. Und dann irgendwann könnte verboten, dann ist es fertig mit Lachen. Aber was geht noch alles? An Schulkantinen gibt es verschiedene, die ich kein Fleisch mehr habe. Das hätte ich mir vorstellen für ein paar Jahre. So fängt es an. Und ich frage mich, wie lange wir nach fliehen, wie lange wir nach reisen, wie lange wir nach einem Bieten haben. Und es hat schon die Ideen für alle Menschen in CO2-Kapital zuzustehen, über das die nicht rausgehen. Jeder Mensch kriegt 3 Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen. Das ist das, was in Deutschland hört. Das sind die Ideen, die kursieren und die kommen auch rüber. Alle finden das als ein Frontalangriff auf die Mittelschicht, ein Frontalangriff auf die sozial Schwachen und ein Frontalangriff auf die Leute aus dem ländlichen Raum. Und gerade die, und das verspreche ich euch, werden wir als ADR verteidigen. Wir sind eine Nation, die hier Spruch nicht mehr herstellt, so am Alltag immer mehr abgeht. Einfach so, eine Nation voller Komplexer, von der meist eigene Identität geht. Ihr will Identität noch so, ist das noch okay? Eine Nation, die ihren Jahrhunderten allen rote Leif durch ein X ersetzt. Fort, rote Leif, brauchen wir nicht mehr. 800 Jahre war den da, lassen wir mal ein X. Das ist für das Tisch. Das ist Gambia. Und wir sind die Einzigen, die sich hier gegen wehren. Aber etwas kann ich garantieren, mit 10.000 Leuten draußen, die uns Recht geben.
Wir geben als Regierung als Symboler ehren, als Kultur heischhalten, als Spruch unterstützen. Ja, da der als die Einzige, die sich vehement für den Spruch ersetzt. Erglebt mal, wenn wir nicht da wären, einen politischen Druck für einen Spruch gegen machen, da wäre es noch viel mehr schlimm wie los. Wir sind eine Nation, wo wir immer mehr von einer sogenannten woker Minorität, das ist eine winzig kleine Elite, wir sie diktieren, sie schreiben als gerne vier, wie man zu gendern, und sie wollen uns das abzwingen, sie wollen uns so wie ein Weder man nach dir benutzen, wie ein Weder nicht mehr, Weder wie Pap und Mam, die wollen sie streichen, weil sie steuern, so wie Madame Tanson es will machen. Die verbieten, dass in einem Schulbuch ein Bild von einer nierenden Mam gewiesen wird. Die über das Bierger Urteile von Urwenruf moralisierend, Apostel von einer neuen woke Religion oder besser Sekt, wie wir Bierger all klein unmündig Kanner wären. Die nicht nur Geschichte leugnen, aber auch Biologie leugnen. Los, Leute mit Trau, so eine Schiene, mit ihrer Wokeness, ihrem Cancel Culture. Zwischen von den Leuten sind nicht Political Correctness und auch nicht Genderei. Kümmert ihr euch um die realen Probleme von den Leuten hier im Land. wo ein Minister, dann der Minister Maisch, an der desaströser Politik die hier zu verantworten hat, wo dem dann nichts Besseres auffällt, wie der Moes im Radio, das war für uns wichtig, zu sagen, Eltern, die sich daheim mit Kinder kümmern, an ältere Geld füllen, das wir 19. Jahrhundert, oder 20. Jahrhundert, wieso 19. 20. Jahrhundert. Ja? Aber die Mann, den dürft nicht nach 1 Sekunde an der Verantwortung sind für als Kinder. Denn Herr Maisch soll abhalten, Familien hier am Land zu beleidigen, zu insultieren. Das ist ein flott Französisch Wort, das trifft es gut. Soll abhalten, Leute hier am Land zu insultieren. Ich will ihm mit klar sagen, Kinder sind am besten bei der Familie und nicht von 6 bis 7 Strukturen. Den Herr Maisch als eng sozialistische Familienpolitik à la DDR, weil das dat. Halt op de Leute von Urwenruf zu diktieren, wie sie zu leben. Wir als DDR, wir sind klar für den Choix. Und der Choix ist, dass man den engen Eltern Möglichkeiten ihnen kann versuchen zu lassen, und zwar a guter Qualität, nicht wie das der Fall ist bei mehr Maischsinger Politik, an den anderen gibt es die Möglichkeit, daheim für die Kinder da zu sein. Das ist der ältere Geld und das ist der faire Choix für die Familien. Natürlich leidet auch den ADR Frauen die Forderung vom älteren Geld weiterhin besonders Herz. Leifren, als ADR Frauen haben wir ein klarer Lin, eine klare Überzeugung und ein klares Ziel. Und dazu gehört auch, dass wir als weiter für als ADR ältere Geld ersetzen. Zum Wohl von den Kindern und zum Wohl von ihren Eltern. Dazu gehört, dass wir als gegen all Kommerzialisierung vom Kant ersetzen. Wir so nie zu den geringen, speziell zu der Madame Tanson ihren Ideen aus dem gesellschaftlichen Gruschelkabinett. Wir so nie zu der Leihmutterschaft, den gelehnten Mammen, nie zur Befruchtung post-mortem, nie zu einer PMA Matière d'honneur. Wir bestehen darauf, dass Lützeburg die Kinderrechtskonvention respektiert. Und dazu gehört, dass all Kant Recht darauf hat, seine Eltern zu kennen und von ihnen gezielt an Erziehung zu gehen. Wir bestehen darauf, dass wir Recht darauf haben, als Frau an ein Ehegeschlecht zu sein und zu bleiben. Heute ist das leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir brauchen noch keine biologischen Männer an unseren Duschen oder auf die Frauentoiletten. Wir wollen eine sichere Gesellschaft, an der wir können ohne Angst oben an die Stadt gehen. Und aus all diesen Gründen suchen wir aus Überzeugung, es gibt in diesem Land eine enge Partei, die die Interessen von den Frauen und von der Familie mit Überzeugung, Ansatz und Begeisterung vertritt, und das ist die Eispartei, die ADR.
Auch die Jung ADR ass am Verglach mat den anderen Jurenparteien die einzig die Realpolitik mischt. Der Jung CSV, also CSJ, der sieht, wir müssen fort von fossilen Energien, fort von der Nuklearenergie. Wie soll das von der Schliff gehen? Wie soll sich Logidarin ein Elektroauto, Solarpanelen und Wandmühlen finanzieren? Geht aber noch ein bisschen mehr schlimm. Die jungen Sozialisten wollen eine Erhöhung von der ideologischen CO2-Steuer, wie auch eine Erhöhung von der Autosteuer. Das ist kein Witz. An ihrer Resolution steht auch, und ich zitiere sie, an erster Linie geht es darum, das Verhalten von der Bevölkerung zu influenzieren. Wir als Adrenalin, wir lassen es nicht so, dass so ein Kontrollszenario heute durch junge Sozialisten zur Realität geht. Wir stehen für die Freiheit und bleiben dabei. Wir sagen auch ganz klar, dass die Technologien, die sich durchsetzen, die werden sich durchsetzen. Und wir setzen uns für die freie Marché und überlassen dem Bürger und den Jungen den Schwar. Von uns geht es kein moralischer Lehrer von oben herauf. Die Volk soll zusammen mit entscheiden. Als Jungring wollen auch dann Kontrollstrukturen abbauen. Und das schon do, und das halt bei den vulnerabelsten von euch alle Guten. Und zwar bei den jungen Schülern. Sie wollen, dass Kinder, die an die Schule gehen, obligatorisch an der Primärschule all Jahr bei der Psychologe gehen, für sie präventiv zu schützen, mit viel Wert. Und ich fand das ein bisschen ironisch, weil sie wollen aber nicht die illegal, weder die kriminell kontrollieren. Da machen sie alle Guten nicht auf Stevie Wonder, ne? So eine Schüsse. Und da sagen wir ganz klar, wir als Adrenalin wollen nicht, dass Kinder obligatorisch bei Psychologen gehen, weder, dass sie den woke Blödsinn von der Gender-Ideologie lehren. Schule ist und bleibt ein Platz, wo Kinderfantasien, also die Fantasien, die sich an der Kap von den Kinderbildern realisiert gehen, und nicht Fantasien von Kaviar-Sozialisten, die als Jugend indoktrinieren wollen. Die muss nicht dem Premier bitte sein Etat de la Nation lauschen. Ich resümiere ich heute richtigen und den politisch unkorrekten Etat de la Nation. Rekordkriminalität, Rekordpreise am Logement, Rekordpreise beim Benzin und Diesel, Rekordpreise bei den Lebensmitteln, größte menschheitsverursachte Aktionen während der Covid-Pandemie oder respektive dem Covid-Betrug, das von Schlift, also ich denke. War Betrug. Priorität von der Regierung ist also definitiv nicht die Lützebäuer Volk. A viele Lützebäuer hier am Land ist das aufgefallen, dass wir eine Regierung haben, die uns Leute nicht gern hat. Wir haben eine Regierung, die uns Geschichte umschreiben will. Wir haben eine Regierung, die ein Ausländerwahlrecht aufhören will, ob schon während dem Referendum 2015 80% von der Lützebäuer dagegen waren. Und genau die Lützebäuer, die hart arbeiten, haben all das Gefühl, sie müssten für all die, die das Land nicht gerne haben, an der Gesellschaft abkommen. Also sie haben es genug, und wir haben es auch genug. Eng stark ADR für eine fundamentale politische Wirsel, die viele Leute am Land wollen, kann zu einer bürgerlichen Koalition führen. Und dafür muss die Reformpartei für die Parlamentswahlen am Oktober massiv gestärkt gehen. Liefren, offensiv optimistisch gegen die Regierung, die als Souveränität, als Zusammenleben, als Schulsystem, als Identität, als Kultur, als Geschichte, als Wirtschaft, als Freiheit, als Energie, als Hoffnungen, als Erwartungen, als Existenzen wäschelt. Es ist Zeit für ein Kehr zu kriegen für das Land, für als Nation, für Lützeburg. Das 2023 an die Gambia-Regierung gehört endlich an Geschichtsbücher, am besten an den Keller von den Archiven ganz, ganz tief innen. Es gibt der DDR 36 Jahre und das ist eine Erfolgsgeschichte. Und wir werden die noch lang weiterführen. Und wir werden noch nicht nur die Wahlen am Oktober 2023 als zur Ruhe legen. Nein, das Jahr 2023 ist der Anfang. Der Anfang von weiteren, ganz erfolgreichen und noch mehr erfolgreichen Jahren, an der wir mit einer großartigen ADR Lützeburg sein großartiges Land machen werden. Vive die ADR, vive Lützeburg. So nicht merci.
Mir vun ADR Tele so nicht nees Merci, dat Dir mat dabei wärt. Di könnt eis Dog an op per TV kucken. Denk doch tun firch regelmäßig op eiser Internet auf Facebook seit informieren. Bleibt gesund, Eddie, a bis die nächsten Käier.